Willkommen live Leute an schönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend bei einem neuen YouTube-Video Team Lützeburg YouTube-Channel mit einem neuen Pokémon-Opening. Heute haben wir ein Prismatic Evolution gekauft von dem neuen Set, was so gehypt ist. Und zwar haben wir die Surprise Box heute. Wie ihr seht, das ist keine Ghost Box, aber es soll anscheinend ein richtig gut Surprise sein. Und zwar haben wir dran eng von den Promokarten von den Evian. Da steht auch einer einkehr. Da sind eng von den Spezialkarten dran halt von den Evian, die random dran ist dann. Ich tue den entweder, ja, da steht den Eevee, den Vaporeon, den Jolteon, Flareon, Aspeon, Umbreon, Leafeon, Glaceon oder Sylveon dran eben. Da sind ich gespannt. Wir hoffen natürlich auch auf den Umbreon, ist ja klar. Und dann haben wir einen Kaffee Booster dran, einen Boxholder und Codekarte für TCG Live. So, gehst so und machen wir den Job. Und dann müssen wir uns mal überraschen. Dann gucken wir mal, wie das losgeht. Dann gucken wir mal, was heute dran ist. So, wie geht das ab? Okay. Das heißt. So, sind wir gespannt. Okay. Seid nur nicht wirklich gut verpackt. Das wird wahrscheinlich so gemengt sind. Dann gucken wir mal. Hier ist wohl der Booster. Hier sind so Dinger für die Karten zu trennen. Das ist relativ cool. Mit allen Evian drauf einkehr. Seid heute ein Flamara, Flareon, Jolteon, Blitzer, Polypora, Nachtara, Psyana, Graziola, den Aquana und den Felinara. Zeit. Und dann gucken wir mal. So. Da bin ich gespannt, wer einen Kach mal dran holen. So. Also das ist der Booster. Wir machen schon mal Zeit. Bin ich gespannt. Und. Wir haben Nachtara, nice. Das ist cool. Gehst du, das wird die teuerste Karte wahrscheinlich, weil Nachtara sowieso jeder am nächsten Nachtara oder Felinara werden die teuerste Karte sind. Ja, das ist cool. Und gesagt dann das Prismatic Stamp Robos. Ja, das sind sich genau dynamisch gerade wie die normal, eben just vom Stamp. Ja, bald voll extrem cool. Wir haben eben auch Zeit. Und dann haben wir noch ein Fire Boosterin. Dann hoffen wir nach einem Umbreon zu zeigen, so. So, dann nehmen wir Zeit und dann geht es auch schon los, gebe ich so ein. Boah, generell zum Set kann ich so eine Wolf halt, sind extrem cool Karten. Wir hoffen natürlich auf den Godpack. Was natürlich nicht gerade wahrscheinlich aus mir war. So, da fängt man Professors Research, eine relativ gute Karte. Aromatis, Neubart, Black Belts Training, also ein relativ gut Kart. Dann Regigigas, auch ein relativ gut Kart. Cyphermaniacs Codebreaking, auch eine von meinen Lieblingskarten am Moment bei Goldango, weil das ein extrem gut Kart ist. Die einfach sieht, du kannst so Karten auf dein Deck leeren, die du gerade brauchst. Und da spielst du einfach Goldango, kannst du Karten zählen, kannst du die Karten einfach zählen. Immens gut. So, Screamtail, auch im Gardevoir Deck extrem belebt. So, dann haben wir einen Sneasel am Reverse, ein Hippopotas am Reverse und ein Wimmisgurt. Jo, mehr nicht. So, der nächste Booster. Natürlich sind Pullrates und nicht so gut gewesen bei den meisten eigentlich. Obwohl ich zwar verschiedene Sachen schon habe, verschiedene Pullrates sind mega gut.
war nicht mega gut, mir relativ okay. Und schon aber auch schon, also schon relativ viel abgemacht. Ich fand Puree so nicht extrem gut. So, den Eevee. Den Execute. Larrys Skill. Die Frau ist heute wirklich Skill, der Larry, aber bon. Den Dunsparce. Der Bronzong. Ogre's Mask. Von Vassal. Den Verfuhr am Reverse an. Carmine am Reverse an. Ein Terrapagus. Nice. Terrapagus ist auch ein relativ spielbar Karte. Voll Nation Hit. Da ist definitiv immer gut gestoßen. War eben mal halt dabei. So, und dann haben wir noch 2 Booster. Ah, ich gehe so nach Tarabusheim aus für den Anop. So, hoffen wir natürlich für ein Eevee Altart. Keine einmal lang Altart oder ein Goldkart gehe ich so an. So, dann Pinsir. Black Belts Training. Der Bedu, da das ein Kart. Ich okay Bock mehr auf die Karte. Die möchte einfach ein Item Lock. Das heißt von der Attack Ichi Polner Satz kann der Gegner einfach kein Items mehr ansetzen am nächsten Turn. Das kann es so nerven. So, Pupitar. Carmen. Professor Sadas Vitality. Suicune. Und Dunsparce am Pokéball Reverse. Relativ cool. Von Vassal am Reverse an. Ortega am Full Art. Das ist relativ okay. Das ist ein Flotkart. Jetzt die Hauptseite. Das ist nicht schlecht. So. Dann letzte Pack. Also nur noch ein Hit wäre relativ gut. Ich gehe so mal okay Hit drin. Also das war relativ gut. Auf Fair Pack 2 Hits. Ist relativ okay. Wenn natürlich ein Hit wäre. Mega. Ja. Friends in Paldea. Den Lopunny. Den Miltank. Den Dreepy aus dem Dragapult-Deck. Ein Body Porphin. Den Kieran. Den Seeking. Great Task am Reverse. Rotostick an Aspiron am Holo. An einem Psychic Energy am Reverse. Das ist cool. Kann ich nochmal gebrauchen. So, ein Lane Flights. Gucken wir uns einen Kartitsun. Also heiße nice Hits. Ich gehe so und du kannst sich nicht beschweren aus Fair Packs. Das hat wirklich okay. Plus kommt man Umbreon. Ich meine, das ist die Karte, die auch wieder will mit dem Stamp. So. Dann guckt man ja auch so cool Karten dran von Eevees. Die sind sich auch geil. Die halten definitiv. Ja. Und dann gebe ich so ein vielmals Merci für no gucken. Und dann sehen wir uns demnächst beim nächsten Opening. Und dann gebe ich so ein Adi. Viel Spaß beim nächsten Video.